Der Georg hat erst kürzlich seinen neuen Job angefangen. Am 1. Dezember hatte er seinen ersten Arbeitstag gehabt und ganz leicht ist ihm der Einstieg nicht gefallen. Seine Arbeitskollegen geben sich zwar alle Mühe, um ihn herzlich aufzunehmen, aber sie sind halt gleich alle so im Jahresabschluss eingebunden, dass niemand wirklich Zeit hat, um den Georg kennenzulernen und ihn einzuschaffen. In 2 Wochen steht aber das Weihnachtsessen vom Geschäft an. Das wird im Georg seine Chance sein, um mit allen networken. Als er ein paar von seinem Team darauf anspricht, kommt aber nicht die Reaktion, die er sich erhofft hat. Als Weihnachtsessen? Nein, da kann ich nicht kommen. Dann muss ich meine Katze zum Tierarzt bringen, sagt Renat. Puh, ich muss schauen, ob es mir reicht zum Kommen. Ich habe da noch die wichtige Präsentation, die ich fertig machen muss, meint Gabi. Den Vogel abschiessen mit der lahmsten Ausrede tut aber Jenny. Nein, dann hat mein Hamster Geburtstag, sagt sie knapp. Ja, super, denkt sich der Georg. Was ist denn echt denen ihr Problem, dass sie nicht ans Weihnachtsessen kommen wollen? Fragt er sich. Dann muss er auf die Schliche kommen und findet zuerst mal heraus, wer das Fest organisiert. Bei der Rita, der Sekretärin vom CEO, wird er schlauer. Die organisiert eigentlich ich, mit den Inputs vom Chef höchstpersönlich, sagt sie mit einem leichten Anflug von Stolz. Sehr schön. Und wie sieht das Programm dieses Jahr so aus? Das ist, denke ich, eine Überraschung, sagt Rita schnippisch. Der Georg merkt schon, Rita lässt sich ganz sicher nichts aus der Nase ziehen. Er muss dem Programm anders auf die Schliche kommen. Wahrscheinlich laufen die Festchen ja immer ein bisschen gleich ab, denkt er. Also probiert er sein Glück bei seinen Arbeitskolleginnen. Es gelingt ihm, die Gabi gerade beim Kopieren abzufangen. Du, Gabi, kannst du mir sagen, was letztes Jahr das Programm war am Weihnachtsessen? Nein, vor einem Jahr bin ich nicht. Eigentlich schon seit 3 Jahren nicht mehr. Aber das letzte Mal, als ich war, hat der Chef Fun Facts über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzählt. Aber lustig waren die Sprüche nicht. Nur peinlich und zum Teil auch erniedrigend. Okay, so Sprüche von einem Chef will ganz sicher niemand hören, denkt der Georg. Bei der nächsten Gelegenheit geht er auf Jenny zu. Jenny, sag mal, wie hast du das letzte Mal erlebt, als du am Weihnachtsessen vom Geschäft warst? Oh Gott, das war schrecklich. Der Chef hat uns gezwungen zum Karaoke singen. Es hat aber gar niemand Lust gehabt. Und eigentlich wäre es so gemütlich gewesen, einfach miteinander zu schwätzen und zu networken. Aber der Chef hat es lustig gefunden, wenn sich alle haben müssen zum Aff machen. Er hat sogar die gemäss ihm passenden Lieder für die einzelnen Personen ausgesucht. Ich musste Barbie Girl singen. Es war einfach nur peinlich. Ha, die Leute zum Karaoke zwingen. Das ist sicher nicht die beste Art, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Arbeit zu danken, denkt sich der Georg. Was kommt da echt sonst noch alles ans Licht? Auch Renat kann er noch kurz vor der Mittagspause ansprechen. Renate, ich weiss, du kannst dieses Jahr nicht ans Weihnachtsessen kommen, wegen dem Tierarzttermin, oder? Tierarzttermin? Ja genau, stimmt. Aber sag mal, wie war das, als du das letzte Mal am Weihnachtsessen vom Geschäft warst? Grusig. Der Chef hat uns unbedingt sein Lieblingsessen zeigen und dann hat es Froschschenkel und Schnecken gegeben für alle. Sogar Foie Gras ist aufgetischt worden. Aber das ist sich aus Prinzip ganz sicher nicht. Und so sind die meisten Leute mit grossem Hunger wieder heimgegangen. Ach, herrje. Der Georg hat langsam aber sicher ein Problem an dem Weihnachtsessen gefunden. Der Chef muss aufhören, seinen Kopf durchzusetzen und die Planung abgeben. Er hat jetzt noch genau 2 Wochen Zeit zum Helfen zu planen und klopft nochmal bei der Rita an. Rita, es tut mir leid, aber ich komme nochmal wegen dem Weihnachtsessen. Ich habe inzwischen herausgefunden, dass viele Leute abgesagt haben. Zum Teil mit lausigen Ausreden. Anscheinend hat es in den letzten paar Jahren vielen überhaupt nicht gepasst. Die Fun Facts zu den Mitarbeitenden zum Beispiel, das Karaoke singen und auch der französische Abend mit den Froschschenkel. Ach, ein undankbares Pack ist das zum Teil. Der Tanzwettbewerb das Jahr wird aber sicher der Hit. Im Georg seine Augenbrauen schnellen in die Höhe. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass da die Leute begeistert werden sein. Viele würden einfach gerne ein bisschen hückeln und plaudern. Das ist doch super fürs Geschäft, wenn sich die Leute austauschen wollen. Meinst du nicht auch? Probiert der Georg die Rita zu überzeugen. Nein. Das ist doch viel zu langweilig. Da würde der Chef niemals einwilligen. Der Georg überlegt.
Wie schafft er es, dass die Leute sich austauschen können, dass das aber trotzdem als kleine Darbietung angesehen wird vom Chef? Ein Speeddate! Platzt es plötzlich aus ihm raus. Rita wird hellhörig. So könnten wir die Leute miteinander vernetzen. Die Finanzabteilung hat so wenig mit der IT zu tun und der Kundendienst nichts mit der Logistik. Das gäbe dir die perfekte Gelegenheit, sich einmal kennenzulernen. Der Rita gefällt der Gedanke, endlich mal den Ralf vom Aussendienst kennenzulernen. Und so machen sie sich zusammen an die Planung. Es braucht einen Tischplan und ein paar gute Fragen. Nichts, wo in 2 Wochen nicht umsetzbar wäre. Jetzt ist es ihm Georg nur noch wichtig, seine Arbeitskolleginnen zu überzeugen, am Weihnachtsessen teilzunehmen. Bitte, gebt den 4 dieses Jahr noch eine Chance. Ich würde euch alle gerne besser kennenlernen und habe sogar schon einen Teil dazu beigesteuert. Sagt er bei der nächsten Gelegenheit zu seinen Kolleginnen. Ich sage nur so viel. Eigentlich hätten wir getanzt. Jetzt können wir reden. Die 3 Frauen überlegen sich das genau. Aber schon nur, weil es ihrem neuen Arbeitskollegen so wichtig ist, entscheiden sie sich, an der Weihnachtsfeier dabei zu sein. Und sie werden nicht enttäuscht. Der Chef hat natürlich gesagt, das Speeddate war seine Idee. Aber dass es eigentlich im Neuling sein Konzept ist, hat sich schon lange herumgesprochen. Und so ist das Weihnachtsessen ein rundum guter Abend geworden. Ohne Verpflichtungen, ohne Peinlichkeiten, nur gute Gespräche und gutes Essen. Das hat die Firma schon lange gebraucht. Und das wird an dem geselligen Abend auch im Chef langsam bewusst. Auch wenn er das nie würde zugeben.